Willkommen in den 80er Jahren. Es ist das Jahrzehnt mit der wohl geilsten Musik. You're my heart, you're my soul. Promise myself that I'd say a prayer for you. Take me to the magic of the moment. Mit den wohl besten Filmen. Das Jahrzehnt mit den schönsten Frisuren und Mode. Naja gut, über die zwei letzten Punkte können wir streiten. Das Tschernobyl drückt ein paar falsche Knöpfe, der Hesselhoff singt die Myra kaputt und das Calgary jagen ein paar Jamaikaner einen Bob durch den Kanal. Clear accident in the Soviet Union, and the Soviets have admitted that it happened. The Soviet version is this. I've been looking for freedom. I've been looking so long. Ja und dann? Dann ist das hier noch passiert. Mein Name ist Hergi und ich bin durch und durch ein Kind von den 80er Jahren. Die Geschichte von dem Videospiel damals ist eine Geschichte vom wohl grössten Fall und Tiefpunkt, aber es ist auch die Geschichte vom grössten Aufstieg und der Revolution der Medienbranche. Aber wir beginnen ganz von Anfang. Die 70er sind das Ende und Games sind nur noch ein Nischenprodukt. Eher was für die Hardcore-Zocker. Der Begriff Casual existiert gar nicht. Dazu ist zu verstehen, dass die Games früher mega schwer sind, das heisst Speicherpunkt negativ. Der Lebensbalken füllt sich wieder auf, negativ. Schwierigkeitsstufe einstellen, negativ. Passwörter und Cheats, kannst du dir gerade in die Haare schmieren. Die wenigsten von euch werden sich noch erinnern. Arcadehalle, zu dieser Zeit der absolute Place for Nerds und Gamer. So hat es auch bei mir angefangen. Unsere Eltern die haben nie richtig wirklich Geld gehabt, wir sind so aus unserer Mittelklasse gekommen. Und dadurch sind wir jeden Sommer zu Italien in die Ferien gegangen. Ja, du bist den ganzen Tag unterwegs gewesen, etc. Strand hauptsächlich. Und wenn der Abo ist gekommen, haben halt die Eltern auch, Vater und Mütter ein bisschen mehr im Dorf. Jedes italienische Dorf hatte so eine Arcadehalle gehabt. So eine Gameschuppe.
die verschiedenen Arkadenkästen und da hast du auch noch so Geld drin schiessen, damit wir Ruhe gegeben haben, dass die Eltern ein bisschen verschicken können sein. Alle 10 Minuten wieder für Geld fragen und einfach nur für in die Kästen drin zu gehen und einfach zu gamen. 100 Kästen gehabt. Und da hast du einfach trickit und losgelegt. Und eben, sobald das Geld ist fertig war, wo keine Lira mehr hast, bist die Eltern wieder so lange nerven, dass dir wieder Lira in die Finger getrickt haben. Da hast du ja können und weiter, was weiss ich, das, was halt Eltern so in Italien machen, die haben. Ja, so ist halt die Liebe zum Gamen damals entstanden, jawohl. Videospiele kommen langsam aber sicher unsere Kellerkinder-Image äußer und werden immer wie populärer und das realisieren auch die Grosskonzerne. Was damals entstanden ist, ist wirklich grossartig. Und es zeigt euch, dass die Kreativität fast keine Grenzen hat. Die Welt steht offen für die neue Art von Medium und es werden allerlei Videospiele produziert. Hier nun ein paar Beispiele von den besten Games aus den 80er Jahren. Es ist so weit gegangen, bis eben mal die Konzerne, die Filmbranche, vor allem die Filmbranche entdeckt haben, dass man mit Games richtig viel Geld machen kann. So, was passiert? Man tut 1 und 1 zusammenzählen. Dann haben ein paar schlaue Köpfe sicher gesagt, komm, wir brauchen jetzt dem neuen Film, ein Videospiel. Dann verkaufen sie natürlich die Kinotickets viel besser und es spielt noch Nebeneinnahmen zu den Games. Aber, und das grösste Problem war, man muss die Games vor dem Kinostart rausbringen. Ratet doch zum Beispiel mal, was das für ein Film soll darstellen. Ja, richtig, das ist Gremlins aus dem Jahr 1984. Jetzt wird es ein bisschen schwerer. Was könnte das wohl für ein Film sein? Richtig, das ist Tron aus dem Jahr 1982. Das hier ist ein bisschen einfacher. Man könnte es nur erkennen an der Anfangsmelodie.
Das hier ist Indiana Jones aus dem Jahr 1982. Sieht aus wie Pac-Man, ist aber in Wahrheit das Videospiel zum Film Aliens. So, was passiert? Man tut Hurti schnell in Rekordgeschwindigkeit in ein paar Wochen, in ein paar Monaten ein Game zusammen schustern, von dem man A, keine Ahnung hat und B, man keine Ahnung, was im Drehbuch ist. Was passiert? Etwas, das rein gar nichts mit dem Film zu tun hat und andererseits wiederum irgendein Game, das nicht einmal Spass macht. Wo einfach Scheiße ist. Und davon gibt es Gott auch genug Beispiele. Da gibt es massenhaft Beispiele. Sogar noch heute. Es wird gnadenlos weitergemacht. Hey, wisst ihr noch im Film Rambo, wo man mit seinem Gletscher in einer Höhle landet tut und gegen Schlangen, Fledermaus und Spinnen kämpfen tut? Nicht? Ja, ich auch nicht. Oder bei Terminator, wo ausschliesslich der ganze Film im Abwasserkanal stattfindet tut und grüne Schleimpfropfen uns Kanaldeckel an unseren Tropfen dienen und einem sehr gefährlich können werden. Ja, das war mein absolutes Highlight von diesem Film. Und die bombastische Szene bei Timecop, wo man im Zweiten Weltkrieg landet und ein riesiger Panzer kommt, ja, für das hat der Rappa ungefähr 35 Oscars verdient. Es ist bis zu einem Zeitpunkt gekommen, wo eigentlich der Zenit war vom Untergang von einem Videospiel. Und für das machen die meisten eigentlich ein Game verantwortlich. Und das ist die Schandtat hier. E.T., das Videospiel. Ja gut, jetzt das alles auf ein Game zuzuschieben, ist ein bisschen unfair. Es hat schon eigentlich immer die halbbackenden Games gegeben, aber einfach bei E.T. ist einfach der Punkt erreicht, wo einfach der Tropfen vom Fass zum Überläufen gebrungen worden ist. Ein Game, das so schlecht war, dass wirklich fast alle die Lust am Game verloren haben. Es war tot, es war fertig. Lange Zeit hast du nichts mehr von Videospielen gehört. Es ist einfach in die Verdammnis gekippt. Aber bis dann wirklich eine sehr mutige Firma gebraucht hat. Ja, richtig. Die Rede ist von Nintendo. Die haben sich eben zur Aufgabe damals gemacht, das Game wirklich wieder aufzurollen mit gescheiten Games. Wirklich wieder Pferdeheim gedeicht. Und Sega ist dazu gestossen. Die haben damals wirklich einen ganz harten, erbitterten Kampf gehabt.
wäre eben der Spitzenplatz in der Videospielindustrie. Gut. Es gibt auch Fanboys, die Nintendo super finden, und es gibt auch, die Sega super finden, aber das Ausschlaggebende ist, die beiden Firmen haben damals, Ende 80er, wieder alles ins Rollen gebracht. So you think you can stop me and spit my eye? So you think you can love me and leave me to die? Oh, baby, can't do this to me, baby. Just gotta get out, just gotta get right out of here. Aber darum ist eben der super heilige Abend gekommen. Und was ist unter dem Weihnachtsbaum? Richtig, ein Nintendo. Boah, das Heiland Donner. Die Freude. Und seitdem mir jetzt keinen Halt mehr gegeben. Das ist ja Kopf verloren. Nur noch, glaube ich. Ja, nur noch am Gamen. Andere Kinder sind draussen an, go Fußball spielen oder sonst etwas. Aber ja, wir haben... Wir haben, glaube ich, daheim an Nintendo gespielt. I got this feeling on the summer day when you were gone. I crashed my car into the bridge. I watched, I let it burn. I threw your shit into a bag and pushed it down the stairs. I crashed my car into the bridge. I don't care. I love it. I don't care. I got this feeling on the summer day when you were gone. I crashed my car into the bridge. I watched, I let it burn. I threw your shit into a bag and pushed it down the stairs. I crashed my car into the bridge. I don't care. I love it. I don't care. Und wenn man sieht, wirklich die ganze Kultur damals ist aus diesem Jahrzehnt entstanden. Und das, was wir heute wirklich mitnehmen, ist wirklich alles aus dem entsprungen. Und darum ist es sehr, sehr wichtig, sich euch mal Zeit zu nehmen für die alten Videospiele. Für uns war damals das Allergrößte gewesen. Das war die beste Grafik überhaupt. Klar, ja, heute, das kannst du gar nicht mehr mit dem vergleichen, aber ich finde, das hat einen wirklich gesunden Respekt verdient, was da entstanden ist. Und das Retro-Zeugs, das Retro-Feeling, das ist bis heute noch nicht tot. Es gibt massig Games, die total im Trend sind und in sind. Ich rede jetzt vom Indie-Genre speziell, wo darauf setzen dienen, auf der 8-Bit-Look. Wirklich super ankommen und ganz, ganz interessante Konzepte dahinter sind.
Und ja, es ist fantastisch.